Ja, Freunde, eisig kalt ist es. Nicht nur im Real Life, sondern auch hier in den Weißen Russland bei Pungligen Arceus und fängt gerade jetzt der Schnee an. Willst du mich verarschen? Oh, übrigens, oben ist ein Ding. Wenn ich da schon mal hier bin, jetzt sag ich mal einsammeln. Noch 12 Geisterlichter, die finden wir irgendwann auch noch alle, gar kein Thema. Jo, Freunde, hier ist eisig kalt im Real Life. Naja, zum Teil auch nicht. Das ist immer so eine Sache, wo man gerade ist. Aber das soll uns momentan nicht kümmern. Im Gegenteil, wir haben Quests zu erledigen. Alola. Alola, Alola. Okay, es geht los mit Schneewulpix, sprich Alola-Wulpix. Ah, auf dich habe ich gewartet. Meine Keo sind vorhin spielen gegangen, aber noch nicht zurückgekehrt. Hilfst du mir, sie aufzuspüren? Oh, bitte entschuldige. Guck mal, ich komme aus Alola, weißt du? Dort nennen wir Wulpix so. Okay. Wulpix. Klar, ich meine, sie sagen ja Wulpix, aber trotzdem nennt er sie plötzlich anders, okay? Dieses Pokémon hier ist ein Alola-Wulpix. Es ist so weiß, dass man es im Schnee kaum sieht. 5 von ihnen müssen noch draußen sein, aber sie allein zu suchen ist so mühsam. Normalerweise spielen die Wulpix immer in der Gegend um den Lawinenhügel. Bitte finden sie und sagen, sie sollen zurückkommen. Okay, Lawinenhügel, der ist... Ja, da waren wir gerade, super. Nehmen wir dafür ein Symbol. Da kommen wir das hier. Ein Wulpix. Ein Alola-Wulpix. Ganz krass, ganz cool natürlich auch. Die Quest aktiv ist sie aber nicht, war? Doch, okay. Ja dann, auf und davon. Ja, der Quatsch hier. Ist einfach scheiße hoch hier. Die sind ja wohl da drüben. Wir sind noch die 4 Fälle. Lawinenhügel, okay, gehen wir hier mal runter. Oh, ein Kaumalat. Exemplar gefangen. Ja, wäre eine Option. Da haben wir ein Fionontor. Zu spät es vormachen sollen, wa? Hallo. Ja, ist ja gut. Du bist sauer, verstehe ich. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Ups, wir haben Silvaro ausgewählt. Nimmt keine Eisattacke? Ja gut, wenn du unbedingt draufgehen willst, selber schuld. Ich hoffe, es reicht auch, weil es ist zwar eine Kampfattacke und er hat Step drauf, aber natürlich. Wieso frage ich mich überhaupt? Ich glaube, Kraft bringt es bei dem sowieso nicht, wa? Auf der Technik. Da sollte ich lieber auf Speed gehen. So Tempo noch normal drauf drücken. Aber das bringt sie nie viel mehr. Man kann zum einen die Defensive senken vom Ziel und andererseits gleich nochmal angreifen. Also zumindest meistens. Ein Leistungskies. Das ist doch fies. Von 3 bis 5 verwendet werden. Hast du eigentlich auf dem Angriff etwas? Okay. Ich meine, der hat eigentlich auf dem Angriff gar nicht mal so schlechte Werte drauf und trotzdem kriegt der Kammer gebacken. Das ist natürlich schon traurig. So. Hier müssen also irgendwo ein paar Wulpixe sein. Finde ich die so gerade per Zufall? Ein paar Geister haben wir noch. Schön.
Keifel haben wir auch. Hier fehlen noch ein paar Pokémon, oder? Wir haben dann entdeckt, aber nicht der gab vor mir. Antikraft gesehen. Mammutl müssen wir wieder mal ins Team mitnehmen. Da ist eins. An der Vulpix. Na? Vulpix. Okay, Raumzeitgefüge, interessant. Okay, warte mal. Wir haben ein Elite-Kaumelat. Okay, sowas noch leben darf. Warte mal, wir haben hier eins gefunden. Und das Symbol hier. Ja, von der glaube ich nehmen Mammutl wieder mal mit ins Team. Ich glaube auch Ursaluna, weil das sind so Dinge, wo ich sage, die haben Power, die können was. Ja, sind beide Elite-Pokémon insofern. Wird ein kurzes Vergnügen. Sehe ich die Vulpix vielleicht auch schon in größerer Entfernung? Das würde mich gerne mal interessieren. Vermutlich nicht, weil ich muss wirklich komplett hier durchgehen, alles durchrushen. Schade, der wollte hier kein Kreuz oder so etwas hat für Finonton, solche Viecher. Ich wollte ihn eigentlich überrumpeln, aber wollte unbedingt nicht umdrehen. Das war ein bisschen doof. So, Feuerschlagkraft. Wie finde ich denn hier schnell noch ein paar Vulpix? Theoretisch könnte überall sein. Was ist denn das hier? Ah. Hübscher Pilz. Wir haben einen Chanera. Ich habe noch nie genug von denen gesehen. Oh, ein richtiges Nest hier. Mit Nahrung gefüttert. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Huch, nicht zu nahe kommen bitte. Ich bin schüchtern.
Ambidifel, die gibt es hier auch noch. Habe ich die eigentlich mal... Mann, das ist schon so lang. Ich bin hier gar nicht geschützt. Oh, ihr habt doch ein paar. Auch nicht Knacktrack kaum. Achtung, Knacktrack, da geht's tief runter. Ich bin erstaunt, dass er keinen Knuddler drauf hat. Gewundert hätte es mich nämlich nicht. Sind die eigentlich schon aufgetaucht hier, die Raumzeitverzerrung? Ist er irgendwie, sie kommen? Ne, okay, noch nicht da. Na du? Vulpix. Ah, wird uns garantiert die ganze Folge kosten, Freunde. Aber gut zu wissen, dann wie hier eins, da war eins. Ich markiere es mir aus dem Grund, weil vielleicht gibt es ja ein Muster. Oh, eine Hytera da vorne auch noch. Mit Nahrung gefüttert. Dann machen wir das direkt mal. Ich würde auch sagen, mach mal 2 Stück davon noch, wa? Ja, aber das zweite Mal, dann will ich es dann fangen, wenn jetzt so eine schlechte Idee. Zack, das heißt, ich schmeiße ein Ding mal dahinter. Bin ich auch eine seltsame Route. Und da ist es voll. Nein! Schon wieder? Ja gut, wenn ich die ganzen Entwicklungsitems dabei habe, muss ich mich nicht wundern. Dann kann man noch ein schönes nehmen, den Leistungskeys. Wir haben noch einen Angriff. Also physisch unterwegs hier, wa? Vermisst man einen speziellen Angreifer. Ach ja. Aber, wobei bei dem Spiel jetzt nicht so wichtig, ob die jetzt irgendwie physisch oder speziell unterwegs sind. Zurück zum Thema Vulpix. Ich glaube, die sind irgendwie alle ein bisschen auf der... Die sind irgendwie sehr weit oben oder so, sag ich jetzt mal. Da unten nochmal eins? Nee. Huch! Okay. Bin aber jetzt voll nicht gesehen. Ich dachte eigentlich, das hier vorne... Das hier der Eisenbrocken wären Vulpix. Da haben wir einen Knacksel. Hallo. Wir haben noch kaum was gesehen. Eins ist von einer Drachenklaue gesehen. Mhm. Gut, ich meine, ich habe eins gefangen, insofern. Schon vor Urzeiten, aber... Ja... Ganz ehrlich, ein Drachenklaue von dem Viech, das könnte bedeuten, dass das Knacker vielleicht down geht. Ich riskiere es trotzdem mal. Okay. Oh, Alter, die machen so viel Damage, die wilden Pokémon. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass einfach fremde Pokémon immer stärker sind als die eigenen. Was eigentlich voll fies wäre. So, komm. Kein Bock mehr, dass es immer so lange dauert. Dass ich noch ein Pokémon heilen kann. Ich nutze sowieso viel zu selten, merke ich gerade. Hypertrank. Ne, Top-Genesung nicht. Ich nehme mal einen Hypertrank. Boah, der fällt nur 150 auf, krass. Ja, also ich muss leider sagen, in Silvaro, auch wenn mir die Farben so gefallen und so, aber ist leider schon von den 3 Startern die schwächste Form.
Finde ich persönlich. Da haben sie ihm, behaupten sie immer noch, keinen Gefallen getan mit dem Kampftypen. Zum Beispiel Pflanzenkampf, ich meine, hallo, wie oft gibt's das schon? Ist wirklich nichts Neues mehr. So, ich versuche mal, ob hier hinten irgendwo noch eins sein könnte. Hallo, Pokédex. Okay. Also die mal außen vor und geht direkt mal wieder hoch. Weil die haben auch keinen Bock auf mich, also wo muss er Bock auf sie haben? Eine Suchmission nach mehreren Wulpixen. Gibt natürlich Spannenderes, andererseits haben wir sowas jetzt auch schon länger nicht mehr. Das kann man jetzt sowas mal machen. Okay, die Chance, dass hier drüben noch etwas ist doch hoch. Oh! Kann es sein, dass wir unser Knackdeck damals hier gefangen haben sogar? Ich bloß wieder vergessen habe? Weil das ist ein Elite-Knackrack. Hä? Gar nicht markiert auf der Karte, krass. Dann, nee, warte mal. Haben wir nicht damals einen Elite-Knacksel gefangen und das entwickelt? War mir irgendwie so. Ich würde doch gerne den aus dem Weg räumen. Natürlich ist der andere gerade aufgewacht. Ich verpiss mich direkt mal hier drüben, damit er mich nicht sieht. Eigentlich reizt es mich mal, Dinge hier einzusetzen. Warum nicht? Komm, machen wir's. Hey, Knacker, na was geht ab? Nee, sorry, du bist zu weit weg. So, es wurde überrumpelt. Wow, ich stehe zu Höhe. Ich stehe plötzlich mit. Alter, 85. Und tschüss, Silvervoltec, hat mich gefreut mit dir. 85, was ist los mit dir, Typi? Ja, das gibt Erfahrungspunkte. Ich muss fast einbringen, was soll ich sonst machen? Und hoffen, dass er ordentlich Power drauf hat. Jo, sehr schön. Ja, natürlich, Voltex Icy, man, das war eine Vierfachschwäche gegen das Vieh. Trotzdem hat es nichts gebracht. Also, das ist auch ein bisschen lame. Alter, das Vieh hier. Ja, wird schwierig, irgendwas zu verbrauchen. Ich bin natürlich auch selber schuld, ist mir klar. Das müssen wir gar nicht erst diskutieren. Trotzdem, wenn wir mal sagen, komm weg damit. Nachher noch wieder einsortieren. Leistungssand. Elevoltec. Hast du noch irgendwas auf. Ne, das ist schon auf KP. Knackrack noch. Also noch die Werte. Da kann bei Admura haben noch ein bisschen Vertrauen oder ein bisschen Hoffnung, dass noch was werden könnte. So. Dann direkt mal gucken. Ebebomber L. So. Zumindest mal das Team Level 60 gereicht. Das ist auch schon mal schön. Schön. So. Ich weiß noch, dass Wulpix, das ich hier oben irgendwie erhofft habe, aber weit und breit nix.
Der Ort selbst, da bin ich zu tief jetzt schon, muss er wieder nach. Vermutlich bin ich zu tief, wa? Also wieder typisch Michael, er ist immer zu tief. Was? Oder. Da vorne ist doch eins. Alter, wie fies. Ich hätte hier oben fast gar nicht mehr geguckt, ganz ehrlich. Okay. Dann kann ich hier noch markieren. Nun, wenn ich das jetzt wieder weiß. Dann machen wir es so. Ich gehe teleportmäßig hier hin. Weil es ein Raubzeitgefüge. Da müssen wir natürlich holen, Freunde. Was ist jetzt los? Okay. Ich kann trotzdem nicht auf mir sitzen lassen. Da bietet der Tobin-Preis. 30 Golfbeeren, okay, krass. Das ist unlocked. Oh! Ich muss ausrechnen, dass in Jubeldorf auf dich wartet. Ja, ich weiß, dass ihr dort auf mich wartet. Das ist nichts Neues. Mach das. Tschüss. Der Leibspeiseplan erstattet die Juna Bericht. Hä? Aber haben doch schon gemacht soweit. Okay, creepy. Ich werde leicht verwirrt. Ja, ich will die Gunst schon noch nutzen und zumindest nur ganz kurz dann noch vorbeigucken. Aber erstmal hier alles abgeben. Zack, zack. Ich gebe auch mal die blauen Komet. Oder noch nicht. Ich kann noch nicht. Ich gebe erstmal alles andere ab hier. Die scheiß Entwicklungsseite. Nur damit ich dran denke, dass er das unbedingt noch entwickeln will und so. Kometstücke, ja, zum Verkaufen halt. Sondern beim richtigen Händler. Okay, scheiß drauf, komm. Und jetzt, ja, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig hin, bevor es vorbei ist. Ich glaube, wir haben hier on-screen im Let's Play noch nie eins gesehen, war? Also hier in dem Gebiet halt. In der Raumzeitverzögerung meine ich halt. Überall glitzert's. Krass. Bin schon da! Ich nehme mir das Niveau nach. Okay, ein Pikachu, was durchaus interessant aussieht, aber ansonsten. Tangolos. Sternenstaub, Sternenstaub. Wo bist du, mein Sternenstaub? Wow. Jo, Freunde, was geht ab? Ganz kurz alles abgrasen im Rand herum vor allem, das ist natürlich sehr wichtig. Was sonst Pokenausbeute geht eigentlich so einigermaßen, wa? Ja, ich muss eh mal noch explizit auf die Suche nach Polygons und so gehen. So ein bisschen so futuristischen Pokémon halt. Das wäre mal dringend notwendig. So. Ja, was machen wir, glaube ich, überall? Schon? Ja, wieder Pikachu. Hatten wir auch schon mal. Zu Besuch. Okay, dann mal hier gucken. Am Weg entlang. Aber wieder Sternstaub, ist klar. Irgendwie was Besonderes noch am Boden liegend. Oh. Mal ganz kurz gesehen aus dem Augenwinkel raus. Ein Galopper. Können sicher.
Ein Seejong und da ist er auch schon vorbei. Oh, ein Kierling ist geblieben. Ich war gefangen. Ja, würde doch gerne, aber ist gleich weg. Hä? Oh! Hallo? Nein? Überleg gerade, was ich gegen das Vieh schon einsetzen könnte. Habe ich was bei Psychofee? Nee, Psychofee. Ich merke schon, das tut besonders weh. Und weg. Mamma mia. Also Pokémäßig war jetzt nicht so viel Spannendes dabei. Aber natürlich auch hier besser als gar nichts. So. Können wir, glaube ich, wieder in ein Dorf zurück und ein paar Sternsplitter herstellen. Andererseits kann ich ja jetzt schon herstellen. Moment mal. Hier, damit kann ich aufs Ding zugreifen. Aufs Inventar. Ernsthaft? Ach, die scheiß Indigo-Stücke, die sind so selten. Indigo und Purpur, mit denen haben wir irgendwie so Probleme. Der Rest ist so einfach, aber die beiden, das ist echt Wahnsinn. Da brauchst du nicht mehr viele, machen irgendwann 20 K. Ein paar Düsenbälle können nie schaden. Die auch nicht, was soll sonst noch machen. So. Wir kriegen Sternenstücke, Kometstücke. Ja, komm, also verkauft die mal, oder? Das war bei ihm hier. So. Die hat fast schon genug, um mir noch das eine seltsame Entwicklungsteil für Rotom zu kaufen. Was 80.000 kostet. Vulpix. Da gehe ich mal. Ich versuche es mal jetzt von unten her. 3 haben wir, 2 fehlen noch. Ja, ich fliege absichtlich direkt mal von hier aus. Wird aber, also ihr jetzt schon einen kleinen Umweg machen müssen. Mach Holo, mach Schock. Wo fangen die eigentlich an, hä? Diese Berge hier? Hier etwa? Ich hatte gerade da unten eins gesehen. Hä, hier oben ist ja eins. Ganz schön fies versteckt. Ja, da fehlt nur noch eins. Aber wie man es weiß, wie es halt immer so ist, das ist immer das Schwerste. 1, 2, 3, 4. Ich nehme mal an, das letzte wird irgendwie hier sein. Da drüben halt. Haben gerade überlegt, Waschaquil oder... Ein bisschen tief wäre nicht schlecht. Da müssen wir mehr sehen. Lande die für. Okay, ja, ich bin jetzt aber eigentlich dort, wo ich hin wollte. Und was irgendwo noch eins ist. Ja, da ist es auch schon. Sehr schön. Na du? Ja, du hast mich gefunden. Sehr schön, wir haben alle. Natürlich geht Porten jetzt so nicht. Lass mal ganz kurz so machen.
So, und jetzt kann er zurückporten. Das ist natürlich sowieso perfekt. Weil wir nachher dann direkt die Folge beenden können. Ganz kurz nochmal ausruhen. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich irgendwie Schaden bekommen habe oder so. Ihr könnt bei ihm einmal noch die Pokémon checken lassen. Ein paar gefangen. Ja. Wie sieht's aus? Onkel Klaus. Kaumalat, Schlurp, Schanera, Knacksel, Heitera, Knackrak, Finantoron, Keifel. Ich will erstmal die Sidequest hier abschließen. 6 Wulpix hat er. Meine Fresse. Eine Quake, wie auch immer. Die Bonbon, okay. Nanu. Dieses hier scheint einen ziemlichen Nandir gefressen zu haben. Wenn du es vielleicht auf deine Erkundung mitnehmen, wird das sicher nützlich sein. Na Lola Wulpix, Freunde. Juhu. Gefangen 2 von 3, aber natürlich jetzt halt eine komplett neue Form, wa? Moment, muss ich mal mitnehmen. Team. Also, Ware, Pflanze, Kampf. Gucken, was ich sonst so für Attacken Moveset-mäßig noch so habe. So, Unlicht, Lokal natürlich auch ein Unlicht-Move drauf, ja. Knacker ja auch, also eigentlich wäre sogar Admurai ein bisschen überzählig, aber ich glaube, ich lege jetzt mal beide ganz kurz ab. Der auch so Eisstrahl, Wellentackle und so. Bei Wasserstahl wird es noch interessant, aber ich habe natürlich einen Stahl-Pokémon mit Lucario dabei. Shelterra, eigentlich wollte ich mal wieder einen von dem mitnehmen. Und sogar Mammutl mitnehmen, wegen dem Eisboden. Eiszapfhagel, Pferdestärke. Muss man sowieso einsetzen. Stimmt. Da kommt der mit. Dann vielleicht doch Knacker wieder ablegen, weil. Ja, was hat er sonst so drauf? Klar, noch ein Wassermove, okay. Erdkräfte. Steinkante. Ja, aber Trefferquote. Aber am Arsch. Eisstrahl halt auch drauf. Face. Impulum wird mich halt schon reizen, muss ich zugeben. Warte mal, wenn ich den dann ablege. Muss ganz kurz gucken, das wird soweit stimmen. Okay, und dann doch Empoleon halt noch mitnehmen. Dann einigermaßen hohes Level, Shelterra auch. Der hat halt dann noch Schmetterramme, den ich unterschätzen darf. Und dann nehme ich den später mal mit, weil vor allem hier oben, in dem Gebiet, warum überhaupt, kann man sich auch fragen. Hat Zorak noch nie dabei. Und dann nehme ich auch keinen Bock drauf. Ursaluna, nochmal ein Boden-Pokémon. Wo es eigentlich cool wäre. Salmagnis. Nee, komm, weißt du was. Lassen wir mal so. Dafür kommt Wulpix noch mit. Ein Alola Wulpix. Alola-Form. Ja, glaube mittlerweile müsste man mal bei diesen Pokémon sagen, hey, es gibt jetzt halt irgendwie auch nicht einen Wulpix in irgendeiner normalen Form, sondern einfach halt Kanto-Form, Alola-Form. Ich finde es sonst ein bisschen schwierig mittlerweile zu sagen, nee, das ist jetzt irgendwie, ja, das ist normales Pokémon, das ist kein normales Pokémon. Das ist nicht eine normale Form halt. Wulpix aus der Alola-Region erforscht, das wir entwickelt haben. Hatte damals bei Sonne Mond hatte ich sogar einen Wulpix im Team, also sprich einen Wulnona. Tja, Freunde, also jetzt aktuell neues Team, obwohl wir was machen in der nächsten Folge. Ich bin da längstens vorbei. Wulpix! Hallo Kumpel, na wie geht's dir? So gut, ja? Oh, ist er nicht süß? Ja, ich mag dich auch.
Wir werden noch irgendwie was machen. Warte mal. Alola! Ja, Alola zurück. Nein, Hisui heißt er hier, oder Sinnoh. Oh Mann, ey, wie schön. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Arceus mit Alola, Vulpix und KKG. Bye, bye.